Ja, Freunde, ihr merkt schon, Otschen ist wieder voller Tatendrang. Hier zurück bei Pikmin 3 und wir haben, abgesehen von Nachmissionen, noch einiges zu tun. Wobei ich zugeben muss, Nachmissionen interessieren mich gerade nicht so sehr. Aber wir müssen es bei Gelegenheit mal machen, weil sonst können wir die Crewmitglieder hier nicht retten. Also was Crewmitglieder, vielleicht einer von denen könnte von unserer Crew sein, der Rest, naja. Der Rest sind irgendwelche Standardtypis. Aber vorher haben wir noch ganz andere Dinge zu tun. Sehr gut, sollen wir sofort beginnen. Das finde ich auch. Denn ich müsste in der Lage sein, oder war es nicht mit dem Hundepaddeln, ne? Ja, auf dieser Stufe kann Ochin tauchen und unter Wasser Schätze sammeln, sowie im Wasser lebende Kreaturen beißen. Und das wäre eigentlich perfekt, um unsere blaue Zwiebel zu holen, weil selbst wenn wir aktuell noch zu wenig blaue Pikmin haben, die wir aktuell haben, plus Ochin zusammen, müssten eigentlich reichen dafür. Vorausgesetzt natürlich, dass die blaue Zwiebel eben noch im Wasser ist, wie es in der letzten Folge war. Wenn sie da irgendwie zurückgegangen ist oder so, an den Ursprungsort, dann natürlich nicht. Aber das glaube ich ehrlich gesagt eher weniger. Am Hundepaten haben wir jetzt komplett gelernt, Springen gelernt auch. Ja, es geht voran. Es hat die Frage, die ich mir gerade stelle. Und anhand dieser Liste auch schon ablesen kann, wie viele Gestande es überhaupt noch insgesamt gibt. Na, wir zu viel dafür. Knusperknochen. Soweit so gut. Geh mal weiter an dein Bestes, ja? Natürlich, wie immer. Etwas Neues offenbar. Ah, ein neues Item entwickelt. Ah, ist das geil, Mann. Ah, legen wir mal richtig los, wa? Ihr müsst ja auch ein bisschen was haben, ja, wollte ich gerade sagen. Ein Schocker. Hier kann man Kreaturen vorübergehend lähmen. Keine Sorge, selbst kann man damit nicht außer Gefecht setzen. Das ist natürlich praktisch. Prototyp, Alter, 30 kostet der, ist auch ein bisschen teuer. Eis waren noch jetzt nicht mehr so viele. Ich kaufe mal noch 2 Stück. Da waren es eher seltener. Wenn ich es mal bräuchte und ich dabei habe, würde es mir ein bisschen ankotzen. Pipi-Karten will ich auch ein bisschen mehr nutzen. Deswegen das Ding auch kann man ganz kurz. So, dann, was haben wir noch alles? Untätigkeitszähler brauchen wir eigentlich nicht. Oder nicht primär. Da ich einen Radar haben, alle zurückzuholen. Kabelverstärker. Wäre ganz cool. Es sind noch ein paar Dinge, die wichtiger wären. Ankerstiefel. Ein Frostschutz für Ochin. Ich glaube sogar ehrlich gesagt, der Frostschutz wäre wichtiger. Ja, ist natürlich auch teuer. Als der Flammschutz tatsächlich. Warte mal, Flinkstiefel. Die sind gut, die nehme ich. Elektroschutz für uns. Brauche eigentlich eher selten. Ne? Das ist natürlich, ich komme auf einen Gegner, der mit Strom hantiert. Dann ist vielleicht schon cool. Ich gucke erstmal, dass ich die Dinger nehmen, die ein bisschen günstiger sind. Frostschutz brauchen wir vielleicht auch bald mal einen Kabelverstärker. Aber nehmen wir noch einen Kabelverstärker, den Rest gucken wir uns mal ein anderes Mal an. Ja, die Items sind doch cool. Kann man so machen. Gut. Jetzt aber. Ups. Nein, ich habe nur noch einen Motivationspunkt, das müssen doof mit trainieren. Heutige Folge aber vor allem vor, wir machen im Prinzip 2 Tage draus. Ich will mal die blaue Zwiebel holen und noch ein bisschen Pikmin vermehren. Das heißt hier und dann würden wir den Park noch hinter uns lassen, erstmal zum stillen Ufer vorangehen. Ich will eh nur 2%, das heißt es muss die Zwiebel sein, es geht gar nicht anders. Es sei denn, die Zwiebel zählt gar nicht so viel und uns fehlt noch irgendwie ein Schatz, aber ich nehme es mal an, dass die Zwiebel auch als Schatz zählt. Ich hoffe zumindest. Da kann das Spiel ein bisschen schneller laden, schneller, schneller. Weil ich sonst sagen muss, das Spiel läuft relativ gut. So, wo ist die Zwiebel? Die ist am alten Ort, weil wir das Gebiet gewechselt haben, kann das sein? Tatsache, die ist am alten Ort. Ach, den schnuppert. Sehr gut. Also, das heißt, ich nehme mal 30 von denen. Weil eigentlich könnte es mir... Warte mal. Wir testen mal was anderes. Ich lasse mal die ganzen Pikmin hier. Ich nehme jetzt mal nur die blaue mit, weil ich eben was testen will. Ah ne, warte mal, geht gar nicht. Ah, scheiße.
mehr Pikmin. Das Problem ist, die Zwiebel ist jetzt da oben. Da ganz oben. Und ja, wie es halt so ist. Ich kann mit Ochi nicht die Felswand hoch. Also das heißt, ich brauche so oder so noch andere Pikmin. Also kann ich genauso gut immer noch mitnehmen. Oh, jetzt kann er mehr mitnehmen. Nehmen wir noch ein paar von euch mit. Achso, stimmt, können wir noch 3 insgesamt mitnehmen, oder ist das bescheuert? Okay, nach dem Trick wieder. So. So, Dinge lassen wir noch hier, weil die will ich dann nachher... Ah, obwohl, weißt du was? Warte mal das hier. Einfach alles eingefroren hier. Genau, viele Pikmin verschiedener Arten. Das ist ja das, was ich unbedingt will, Freunde. Und jetzt wird es Zeit, wir holen uns die ganzen Dinger, so viel es hier eigentlich geht, und wenn uns die Pikmin ein bisschen hier vermehren. Hey. Bei der muss ich halt echt aufpassen. Nachher müsste er hochkommen, wa? Das dauert aber lange. Okay. So, das hätten wir. Dann gehen wir wieder mal hoch. Wir müssen noch abwarten. Dann auch die blauen holen. Ja, komm. Wann kommt der Wechsel zum Blau? Wann kommt der Wechsel zum Blau? Jetzt! Sie können es nicht transportieren, sie können es zumindest runterkloppen. Sehr schön, sehr schön. Dann hier mal ganz kurz Pikmin zurückbeordern, wobei es momentan nicht wichtig ist, ob wir jetzt nur blau dabei haben oder nicht. Wir gucken mal, was haben wir sonst noch so auf der Karte, dass wir irgendwie noch einsammeln könnten. Irgendwo noch... Das waren die gar nicht, ich bin immer noch bei nur 90%. Warum das? Also, ich meine, was fehlt hier noch? Oh, ich sehe schon, ich sehe schon. Ochin, du musst mal ganz kurz, Kumpel. Nee, nicht hier. Ochin, such mir bitte einen Schatz. Ist schon cool, dass Ochin der Spur einfach automatisch folgt.
Ernsthaft? Na dann. Ah, die können auch buddeln, cool. Eine Kartoffel. Wollt ihr mich verarschen? Alter, der ist fies. Also gut, Ochi, mach du das. Hätten wir einen weiteren Schatz. Ich glaube, ich kann dann auch mal, weil sonst muss Ochin hier... Trägst du das jetzt durch, Ochin? Ochin, wo gehst du entlang? Mein Ochin ist stark, gar kein Thema, aber wo bringt das jetzt hin? Du gehst hier runter? Okay, von mir aus. Ja, was haben wir sonst noch so? Okay, dann die Drohne. Machen wir das mal ganz kurz noch. Aber wenn ich ja vorhabe, möglichst viel was zu holen. Okay, dann haben wir hier etwas. Markierung setzen. Jetzt zwar auch keine großen Typen mehr, aber ein bisschen was hat sie auch noch. Den Vogel aber schon geholt, war. Ja, sonst haben wir alles. Das heißt, wenn ich jetzt, wenn Otschenberger das Ding zurückbringt, okay, dann macht das dort. Die Pikmin sind da, die sind da eingefroren, das muss ja auch so sein. Dann gehen wir wieder mal kurz hier rüber. Alles voller Pikmin. Dankeschön. Na, komm schon. Jetzt. Wie 100% erforschen. Na Gott sei Dank, ändern wir das mal. Das heißt, ich kann... Gut gemacht, Ochin. Jo, da ist so. Nein, entfernen. So. Odo! Hadouken! Wieder ein bisschen Vorräte aufstocken, auch gut. Die gelben Pikmin machen das, das heißt, es wäre eigentlich eher doof, die jetzt da zu unterbrechen, wa? Ist da ein einsames Pikmin da unten oder was? Hm. Ja, macht schon. So, das heißt, ich schicke mal die Gelben wieder zurück. Okay. 4 Stück noch draußen, ne? Die auch. Und dann dafür ein paar blaue mehr.
25. Da müssen wir noch ein bisschen aufstocken, Freunde. Ah, wenn noch ein Gebiet zu 100% fertig ist, ist auch immer sehr schön, finde ich. Das noch mitnehmen. So, das wäre soweit getan. Dann wissen wir, dass da oben noch was ist. Ja, da geht es so am schnellsten, denke ich mal. So, wenn wir das haben, dann gehen wir ganz kurz doch hier hin. Noch einen speziellen Gegner? Ne, dann nicht mehr, oder? Das heißt nachher hier hin. Darf ich nur sagen, vorhin sind wir eigentlich durch. Also endlich mal mit dem ersten Gebiet. Hat es lang genug gedauert. Wir haben sicher 1, 2, vielleicht sogar 3 Tage verschwendet, wenn man so will. Guck mal, irgendwie rot wäre das gar nicht mehr, oder? Aber deswegen eigentlich nur... Warte mal. Das Ding jetzt mit, weil es so genial aufgestellt... Ups, Entschuldigung, das war jetzt falsch. Dass die Farbe nur diejenigen also dass nur diejenige Farbe angenommen wird, die ich gerade dabei habe, weil er nur maximal 3 Pigmentarten dabei haben darf. Das wäre auch noch genial. Das können wir ja gerne kurz mal testen. Obwohl, nee, jetzt wachsen die nicht mehr nach, das ist natürlich doof. Aber sonst im nächsten Gebiet mal. Weil sonst macht es keinen Sinn, dass sie keine roten keine roten Blüten haben. Warte mal, wenn wir dabei sind. Bisschen Zeit gebe ich ihnen noch. Gut gemacht, Leute. Gut gemacht. Ich habe rein aktuell. 10 Stück, das freut mich. Du weißt nie, wann du die Dinger mal brauchst. Nö, für euch ist die Arbeit vorbei, Freunde. Da sind 2 noch unterwegs am Arbeiten. Okay. Schon auf 60 hochgepusht. Sehr gut. Die letzten 2, oder? Ne, 3 sind noch. Eispicken und 2 gelbe. Dann auch scheiße wie die Eispigmen hier, aber so was. Natürlich hat es hier noch gegen ein Wasser. Dürfen wir auch nicht vergessen. Bloß wie die 2 zu Fuß gehen und der andere in den Abkürzung. Ich bin cool. So. 34 haben wir alle, glaub schon. Cool finde ich vor allem auch, wir haben schon eigentlich 5 Pikmin-Arten insgesamt schon gesehen oder auch schon im Einsatz. Aber züchten haben wir jetzt zumindest mal wieder die 3 Haupt-Pikmin-Farben, ne? Die es seit dem ersten Teil gibt. Krass. Gut, aber scheiß drauf, das Gebiet ist fertig. Ich breche ab. Moment, wir gehen ja schon wieder. Nein, nicht hier. Hier, glaube ich. Genau. Tag beenden.
Also eine Zwiebel plus einen Schatz. Jetzt wissen wir aber auch mit Sicherheit, dass eine Zwiebel nicht auch als Schatz gilt. Das ist auch schon mal sehr gut zu wissen. Und da wir auch ein Gebiet zu 100% abgeschlossen haben, ist auch die eine Side-Quest damit auch abgeschlossen. Da geht es ja von wegen, ey, mach gefälligst ein Gebiet fertig. Haben wir gemacht. Das ist mit 20 Minuten, das heißt, ich habe sogar noch Zeit für ein neues Gebiet, wie zu Beginn der Folge versprochen. Um das zumindest mal ein bisschen anzugucken, was es dort so gibt. Ich bin gespannt, Mann. Niemand wurde gerettet. Ja, Kind der Erde. Das ist glaube ich immer so, Kind der Erde. Kommt mir so bekannt vor der Spruch. So. Ein paar gelbe gekeimt. Ja, aber es wächst, es wächst. Neues Schipper-Dokument. Rotschin gehört zu einer ziemlich seltenen Unterrasse. Weißt du, wer geboren wurde? Meine Vorfahren lebten schon lange an der Seite der Shepard-Familie. Von welchem Lehn sie stammen, weiß ich aber nicht. Vertreter der Rasse eignen sich mit ihren Charakterzügen und Talenten ebenfalls perfekt als Rettungshunde. Sie können sehr gut Dinge transportieren, sind geschickt im Graben und können sogar bestimmte Gerüche identifizieren. Auch ihre Sehkraft ist überragend. Mit perfektem Partner und sehr süß sind sie auch. Gut, danke für die Details. Du weißt also nicht, wo er stammte. Nö. Und ihm als Rettung, die fehlt immer noch, Nebenmissionen, aber eben müsste dafür eins davon. Was? Das hier abgeschlossen sein? Ich muss halt erst noch kurz mit einem Typen quatschen. Digo heißt er, glaube ich, und sagen: Ey, du Typi, ich hab's geschafft. Guck mal, Digo, ich bin so krass, ey. Dann sagt er: Yo, Digi. Wie geil. Das ist schon was Neues. Was denn jetzt? Ein Luftschild. Durch Luft zu reduzieren. Das klingt cool. Die Macht der Wissenschaft, sag mal. Jetzt haben wir hier alle drei Farben, aber trotzdem bin ich ganz gespannt. Wechseln die jetzt durch hier zu Rot, Gelb und Blau oder machen die das nicht? Das ist dann einfach rot und sobald ich jetzt andere Pikmin nehmen würde, wechseln die. Wer weiß. Piglo Play die. Ja, wobei, kann ich da aber irgendwie was machen? Ah ja. 75 Kreaturenspezies. Gut. Sind auch einen guten Weg hin. Neuer Look. Nee. Da gibt bestimmt auch irgendeinen Quest wegen. Ey, neuer Look, macht das und das. Ich denke mir einfach nur so, nein. Die anderen haben irgendwie nichts. Doch der hier hinten, ne? Wer bist du denn? Hallo, mein Name ist Mika. Okay, ist nur Quatschen. Doch nicht. Studentinnen suchen. Rette den Geowissenschaftsclub. Und ein bisschen Glück sind das 3, von denen ich schon als Laublingen gerettet habe. Mir irritiert immer noch, dass es hier keine richtigen Bossgegner gibt. Also bisher zumindest nicht. Ich habe nur 2 Gebiete zu 100%. Ja, war ja klar. Wobei, da sind wir auch schon kurz davor. Also kein Ding, mein Alter. Kann man zur Ochins Fähigkeit gar nicht testen, aber ist ja egal. Das war ja sowieso nur als... Naja. Nee, das mit dem Leuchtbau machen wir später. Ich will gerne ein neues Gebiet haben. Wir brechen auf zu den stillen Ufern. So, mein stille Wasser kenne ich, aber stille Ufer. Zwiebeln. Es soll hier also auch Zwiebeln geben, ne? Das soll, um unsere Armee zu vergrößern oder neue Farben. Also die Frage ist halt, Zwiebeln für die Fels- und Eis-Pikmin oder halt sogar wieder für ein paar neue? Da fehlen noch die Flügel-Pikmin, die weißen und die lila. Oh, viel Wasser. Zum Glück haben wir die blaue Zwiebel geholt und schon mal ein paar nachgezüchtet. Oh, das Vieh.
So, mal gucken. Die sind jetzt auf Rot gestellt. Wenn ich jetzt hier sage, ich hätte gerne... nur blaue. Nur mal als Test. Dann sind die nur blau, oder? Ups, Entschuldigung. Ist echt so. Okay, das ist natürlich praktisch. Das noch die Basis ein bisschen bereinigen quasi. Mal gucken, was wir mit dem Rest so machen. Oder was? Also wieder irgendwie so ein Dandore-Duell. Was sagen eigentlich hier? Für Eispigmin? Ja, macht Sinn. Dass ich die Eispigmin noch mitnehme. Und noch eine dritte Pikminart. Interessant. Okay, nehmen wir mal 40 blaue und mal 20 Eispigmin mit. Drei Stück fehlen noch. Dann mal gucken. Hier sind ein Dandore-Duell. Hier was zum Einreisen. Ich würde sagen, wir gehen einfach relativ gemütlich vor, sage ich jetzt mal sogar. Eispigmin, okay, da sehe ich schon mal rum. Genau, Kinderspielplatz sein, ne? Gut gemacht, blaue Pigmins. Sehr gut gemacht sogar. Warte, ein Eispigmin ist ja, die können auch ins Wasser, sie ertrinken, also sie können sie nicht durchlatschen quasi. Aber doch, können sie auch. Hey, cool. Sie können auch nicht tauchen, ne? Da ist halt... Dort hört es auf bei denen. Wie seltsam, das Gebiet hier ist aktuell noch relativ simpel. Recht gemütlich fast schon. Ja, komm. Also. So, die Brücke hätten wir damit auch. Kann man kurz gucken. Na? Na, was denn da? Da ist dieser Raubling schon wieder. Und die Person, die dort liegt, das könnte unsere Pilote sein. Riskant und nehmen nix. Wo waren sie noch Grünschnabel hinterher? Nee, 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 nee. Dafür haben wir noch Zeit. Jetzt will ich meine blaue Pikmin-Armada noch ein bisschen aufbauen. Dann haben wir gesehen, es gibt eine weitere Pikmin-Art hier. Deswegen will ich mit den anderen Dingen noch ein bisschen abwarten. Mit den anderen Dingen, um unser Pikmin aufzuforsten. Wo sind die restlichen? Ah, so, da kommen sie auch schon.
Mal kurz gucken, ich habe jetzt knapp 100, oder so, halt doch das erste Mal. ...60 Pikmin unterwegs. Also hier dann Duri-Duell. Da haben wir noch ein paar von denen. Machen wir direkt mal. Dorthin dann den Weg einreißen, da müssen wir von der anderen Seite her machen, ne? Hm. Okay, haben wir schon gemacht. Ja, noch 34 davon sind wir schon da hier. Ja, ich glaube kaum, das lohnt sich sogar. Mal 10 von euch machen und dann 14 von den blauen. Okay. Ja, das wie gesagt. Und ja, also kann man nicht daran ziehen. Das ist total doof. Ich weiß, ich weiß. Versuch es mal von der anderen Seite. Was denkst du, was ich gerade treibe? Da. Aber haben wir nicht mittlerweile sogar die Aufgabe, oder könnte sogar Utschen sagen, er soll irgendwo hingehen oder so? Was nicht, irgendwas? Hm. Was sagt die Map aktuell? Die Map sagt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Sehr gut. Ups. Das war der falsche Weg gewesen. Also hier komme ich schon mit der ganzen Truppe durch. Da ist ja kein Problem. Ich kann die Eispigmen so nicht schmeißen. Dann machen wir es halt anders. Also. Ja, warte mal noch die Melonen holen wir später. Was? 100? Problem ist, Ocean hat dann auch nicht so viel Power. Lecco mio, ey. Wer kommt da? Kennt ihr von irgendwo her noch? Genau, ein relativ einfaches Ding. Wir müssen einfach währenddessen platt machen. Also quasi anlocken, sobald er rausschießt, dann können wir auf dem Rückweg quasi platt machen. Was eine Bombe soll es jetzt zeigen? Das ist ein bisschen rabiat. Was zum... Mitten im Flur, wollt ihr mich verarschen? Ist mein Item weg? Ja, toll, jetzt mal mit einem anderen Pikmin durch. Ja, schön. Ja, wo ist denn das Wasser rein? Anscheinend ist irgendwie nachmittags eben. Oh, Schwein gehabt. Okay, das ist effektiv. Der Trick ist nicht schlecht. Bisschen fies bei den Viechern, ne? Die sind ja eigentlich Wasserviecher. So, dann können wir... Moment. Da können wir Moment, genau.
Sehr gut. Hier kurz aufsteigen. Dann. Natürlich noch viele Gegner hier, die ich mitnehmen könnte. Wir haben hier eine Turmbrücke von der anderen Seite. Dann tun wir erstmal die Gegner hier platt machen. Und dann haben wir die Krabben. Ja, die mit ihren Scheren sind... Naja, wie war das schon wieder? Drehen sich seitwärts. Ich glaube, ich muss sie eigentlich von der anderen Seite her angreifen, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Gut, bei denen baut er rein die gelben Pikmin. Das Ding mitnehmen und dann darüber bringen. Das müsste eigentlich auch funktionieren. Nein! Nicht so, dann geht der... Ah, scheiße, dann geht er natürlich direkt bei den Typen da vorbei. Nein, noch aufsparen. Okay. Nein! Ja, dahin wollte ich gerade nicht. Super. Und wieder platt gemacht, ja? Komm schon, Platz zum Blasen, die Platz zum Blasen bringen, genau. Die Blasen zum Platzen bringen, so. Also, Ochin, du gehst mal das Ding holen. Die anderen Dinge sind noch egal. Ihr werdet das mal ganz kurz ausbuddeln. Hätte eigentlich Ochin machen können, aber egal. Oh, ein Garten entdeckt. Graben abgeschlossen, so. So, hätten wir das. Dann. Das hier nervt gerade. Ochin, bitte warte mal ganz kurz. Weil er braucht dich hier einer zum Graben. So. Ochin muss eigentlich hier irgendwo da graben. Das ist aber nichts. Also hier drin ist es einfach. Okay, vielleicht deswegen aus. Gut. Hätten wir das soweit auch geklärt. Dann schätze... Stimmt, da war noch einer. Kann sich ruhig um den kümmern. Können sich mal um den da. Dann machen wir das hier. Aber ja. Nein! Ah, du siehst, das Vieh kommt nur dann, wenn es... Ah, interessant. Ja, aber 100 sind wir schon ein bisschen viel. Ja, man, das Vieh zu bekämpfen, ich glaube, das kommt auch irgendwie rausgeschossen oder saugt uns irgendwie an. Eins von beidem. Wow!
Hier wären eigentlich die Fels-Pikmin ganz cool. Oder geht's auch mit Nice-Pikmin, ne? Das sind hier irgendwie draufgehen. Ja, bleibt Ochin, der kommt gerade. So, dann eben noch dann Dori-Duell. Das haben wir gar nicht gesehen, ne? Da können wir dann auch einreißen. Hier oben noch ein Schatz. Genau, da kann man nicht hin, aber da haben die gelben Pikmin dafür. Dann hier hoch. Das Gebiet ist doch ein bisschen größer, kann man sagen. Aber geht noch. Weil auch hier überall irgendwelche Dinge zum Reingehen. Und finden wir halt dort auch dann die anderen Pikmin-Arten, die uns noch fehlen. Gerade wir an 40 Minuten, ne? Ganz kurz mit Ochin, das man machen soll. Und dann gehen wir noch schnell in den Untergrund. Also machen wir das Danduri-Duell noch gegen Pseudo-Olimar oder so. Oder Olimars Laubling, was auch immer. Ja komm, dafür reicht's noch. Pikmin können ihr nicht folgen, nur mit der Aufgabe der Oberfläche werden abgebrochen. Jojo, passt schon. Tanduriburg. Oh, Tanduri Level 3. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Was kommt jetzt? Vor allem, wenn ich nur gelbe Pikmin habe. Pikmin! Ich habe schon gewartet. Auf dich. Es gibt eine neue Regel, mit deren Hilfe ich dich testen werde. Die Erklärung folgt, wenn es an der Zeit ist. Beginnen wir. Aha. Er kennt natürlich die Regel schon, aber ich nicht, der ist klar. Ich wollte gerade fragen, was ist denn das da? Hier haben wir eine geheimnisvolle Zufallskapsel. Auch Glück gehört zum Dandori. Niemand weiß im Voraus, was man in so einer Kapsel für ein Item erhält. Nutzt die Items klug, wenn Dandori sie verbessern. Wenn möglichst viele, wenn möglichst viele. Dandori auf alles, Dandori für alles, Dandori für immer. Okay. Neues Item, was ist denn das? Aber beim Gegner, oh, ist das fies. Bonusobjekte, ich haben muss. Ja, ich weiß, alle machen Dandori und so, Das ist ein Gold-Schönheitsideal. Es ist schwer, da ist es von großem Wert. Wahrscheinlich ein seltener Schatz. Gelingt es jemandem mit einem Sieg um einiges näher bringen. Schön.
Oh, mehr Pikmin. Die greifen nie mein Ding ins Apfel sich an, ne? Voll fies, Mann. Oh, mir fehlen Pikmin. Ich vergiss immer wieder zu gucken, was eigentlich der Gegner macht. Du. Bonus, Bonus, ja, es lebe der Bonus. Ja, aber haben wieder gewonnen. Puh. Zum Teil wurde es ein bisschen knapp, wa? Hat er mich fast überholt, hey. Junge, Junge. Erneut hast du einen Dandori Hinweis gestellt. Dandori. Ich habe gerade, ob diese Laublinge, die halt dasselbe Laub quasi auf dem Kopf haben. Ja, wird davon gemacht. Zum Glück ist der gestandene Person nichts passiert. Ob das ein Indiz dafür ist, dass das quasi zur selben Gruppierung gehört, also in dem Sinne alles gestandene Personen sind, aber halt nichts mit Olimar oder unserem Piloten zu tun haben. Und ja, Freunde, ich glaube, nächste Folge wird es dann, also entweder werden wir uns mal um das Gebiet hier kümmern, nochmal für 1, 2 Pikmin-Arten, oder aber wir gehen endlich mal auf unsere erste Nachtmission. Eins von beiden. Ich muss zugeben, ich drücke noch ein bisschen von Nachtmissionen. Da irgendwie noch ein bisschen schießen, aber andererseits, ja, ich will auch gerne Gebiete ein bisschen abschließen, ne, also weil wir ein bisschen Überblick haben. Michael Otchin, transportiert sofort zur Beagle. Das könnte zeitlich ein bisschen knapp werden, deswegen schicke ich alle Pikmin zurück, weil das wird Otchin alleine schaffen müssen. Ja gut, dann bleibt es ja noch hier. Naja, schaffen wir nicht mehr. Otchin hat die Kraft von 10 Pikmin. Ah, so knapp. Ich meine, es braucht noch 2 Sekunden mehr oder so. Länger sicher nicht. Ja gut, es ist ja, liegt ja halt dort. Was soll's.
Da wäre natürlich, wenn sie einfach wieder verschwinden würde, ich das dann nochmal machen müssen. Das wäre ärgerlich. Das wäre mega, mega ärgerlich. Und vor allem ich habe natürlich jetzt auch keinen weiteren Motivationspunkt von Ochin. Ich habe ihn auch nicht vergessen. Niemand wurde gerettet. Ja, aber trotzdem viel geschafft im stillen Ufern, aber eben es Zwiebeln, ja. Ein weiterer Pikmin. Welcher könnte es wohl sein hier am Wasser? Die lila Pikmin glaube ich eher weniger. Die würden hier nicht viel. Obwohl, ich habe hier eine Melone für 100. Das würde einfach die Pikmin, lila Pikmin sprechen. Der ist von denen ja eine Power von 10 hat. Dann noch mehr Eis-Pikmin. Aber so generell. Dass die Melone 100 Ding braucht. Alter Schwede. Kein Schritt näher. Chefin, was ist los? Gibt es denn Probleme? Sind hier auf der Shepard Pikmin, so eine Pikmin. Also, Chefin, ich sehe gar keine Pikmine. War es nur ein Albtraum? Ich meine, es war ein Traum. Natürlich, und ist ja nicht angenommen, Chefine. Wir sind Winkel 2, die bitte Mentorin, besondere Geschöpfe. Aber es geht voran. Wir kommen gut voran. Rettungsmission, Tag 15. Warum halt, ob ich jetzt langsam mal Ochins Power mal ein bisschen anheben sollte. Falls ob geht, das ist die andere Frage. Ochin die Power von 10. Ja. Ochin ist so stark wie 20 Pikmin. Ich habe von 100 Pikmin ist Ochin im Transport unverzichtbar. Eben das, vor allem den brauche ich. Weil selbst 30 wird aktuell nicht ausreichen bei Ochin. Der nur 60 Pikmin mitnehmen kann, aber eben halt diese Melone ist schon 100 schwer. Oh je. So weit so gut, gib weiter in seine Arbeit, ja? Also Freunde, wir gucken in der nächsten Folge, ob ich habe schon etwas Neues erfunden. Ja, mein Gott. Ob wir uns eine Nachtmission begeben und nochmal ins Gebiet zurückkehren, um es nochmal ein bisschen genauer anzugucken. Und noch das ein oder andere im Untergrund zu machen oder dann Dori-Duell oder so. Wir werden sehen. Bis dahin. Ciao, ciao zusammen. Genau. Süßer kleiner Ochin.